Ja, hallihallo, hallöli und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, es ist jetzt schon einige Tage her, seit ich das letzte Gameplay von World of Warcraft hochgeladen habe, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die Lust. Ich habe so viel privat auf meinem anderen Charakter gezogen, dass ich einfach mal eine kurze Pause gebraucht habe von World of Warcraft selber. Klar stehe ich ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir ja wollen auf Level 120 kommen, aber ich habe gedacht, ich muss mir jetzt die kurze Auszeit einfach mal gönnen, weil wenn man ein Spiel anfängt, einfach ein bisschen mehr auf die Nerven geht, als es mir dann wirklich Spaß macht, dann bringt es im Großen und Ganzen auch nichts. Wir sind ja da jetzt wieder mal in Quest-Check geblieben, und zwar keine Wanze, dunkle Materie. Das wäre diese hier. Jetzt muss ich da mal noch ganz kurz durchlesen. Schöpft dunkle Materie von den Leichen eines versklavten Lakaien in Alturad. Was ist denn Lakai über Folterer? Ich habe zuerst gesagt, mit dem Verschwörungsstein zu tun, aber, da steht etwas komplett anderes. Aber ich würde mal sagen, ich probiere jetzt dir einfach mal aus dem Weg räumen. Die Schwarzwache des Kultisten. Und dann schaue ich mir das Ganze noch mal ein bisschen genauer an. Ich probiere trotzdem mal draufklicken, weil man kann es ja machen, vielleicht passiert ja noch etwas Besonderes. Vielleicht finden wir ja plötzlich ein Kisteli oder das oder irgendetwas in die Richtung. Also wenn ich da drauf drücke, passiert gar nichts. Okay. Und die Leiche, von dem bringt man nichts. Wenn wir brauchen Leiche eines versklavten Lakaien. Sind das die da rein? Das ist ja ein Versklavter. Das ist zu weit entfernt. Das wäre zu weit entfernt, aber ich glaube nicht, dass das mit dem zu tun hat. Versklavte Lakai. Schwarzwache des Kultismus. Es zeigt mir ja natürlich an, dass es... Das ist zu weit entfernt. Dass es da drinnen ist, die Quest. Es zeigt mir genau an, dass es mit dem zu tun hat. Die Frage ist jetzt einfach, ist das vielleicht unterirdisch und ich muss das gar nicht mit dem da machen, sondern... Ich muss näher ran. Von dunklen Lakaien. Alter... Das ist ein Gefangener, das ist ein Überfolterer, also das ist jemand, der da die foltern. Der hat auch gar nichts mit dieser Sache zu tun. Ich mache mir also wirklich einen Kopf darüber, ob sich das irgendwo im Gebäude innen könnte befinden. Aber ich denke, am besten ist, ich gehe da mal schön in die Luft rauf, der hat es gerade angreifen, da, der Löli. Und dann schauen wir mal schon an, ob es da irgendwo noch einen Eingang hat, aber ich glaube es ehrlich gesagt weniger. Doch klar, da kommen wir, das ist nur das Tor, wo wir durchkommen. Das hat nichts mit dieser ganzen Sache zu tun. Alturad, das Tor der Verwüstung. Von der Leichen eines versklavten Lakaien in Alturad. Also wir befinden uns jetzt in Alturad. Sehe ich schon richtig. Koordinierter Geisel, Geisel der gefangenen Helden. Konverter der Geisel. Aber das hat ja gar nichts mit dem zu tun, gehe ich jetzt mal davon aus. Klar, da hat es noch so ein paar Sachen rumliegen, aber die haben nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Und ich befinde mich aber jetzt in Wie heißt das? Alturtar. Alturtar, das Tor der Verwüstung. Jetzt bin ich auch wieder da. Ist es da rein? Wieso zeigt es mir denn da vorne an? Hä? Geht es da gegen Kinder? Forscher des Kultists, die haben auch nichts mit dem zu tun. Das sind nur Forscher der Kultist. Ich brauche aber versklavte Lakaien. Hä? Ich war schon viel verwirrt gewesen, aber jetzt bin ich endgültig verwirrt. Jetzt bin ich wirklich endgültig verwirrt. Oh, falscher Knopf. Ich habe kein Ziel. So, Ula. Ich muss mich gerade wieder umgewöhnen. Jetzt habe ich ein bisschen viel League of Legends gespielt die letzten Tage. Kann man da drin liegen. Da muss man ja seine Hände komplett anders draufheben. Also schau, ich komme jetzt genau da rein. Keine Wanze. Moltier an Bord Ogrimas Hammer möchte, dass ihr 5 dunkle Materien sammelt und in Alturtar einen dunklen Boten beschwört. Also da muss ich ihn beschwören. Alles klar. Und um das zu machen, brauche ich aber... Schöpft die dunkle Materie von der Leichen eines versklavten Lakaien. Das wäre ja Schwarzwache des Kultisten. Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem nochmal. Nein, das ist ein Folter. Ich probiere es jetzt mal mit dem da. Es kann nämlich gut möglich sein, dass wir die an einem anderen Ort einsammeln. Und dann da müssen wir etwas beschwören, um das zu machen. Dunkle Boten beschwören. Gut. Dann will ich zuerst looten. Und jetzt probiere ich es einfach mal mit dir da, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass es du bist. Ich habe kein Ziel. Nicht. Okay. Jetzt haben wir da ja aber nochmal etwas markiert. Nein, das ist dann da eine. Ich fühle mich so veräppelt gerade. Ich fühle mich gerade so veräppelt. Bin ich jetzt so dumm? Bin ich jetzt wirklich so dumm? Ich versuche jetzt da ein bisschen rumzufliegen und versuche mal von diesen Sklaven zu finden.
Für mich sind das ja eigentlich Sklaven, zerrütteter Gefangener. Aber die bringen mir ja nichts. Außer Jakon, mit denen haben wir uns ja schon mal angelegt. Hä? Schattenkultist. Versklavter Lakai. Das sind die blauen Viecherli da. Alles klar. Mann. Hätte man das nicht früher sagen können? Hey. Ab und zu muss ich wirklich sagen, da bin ich einfach nicht so ganz bei der Sache. Oder habe einfach das Gefühl, ich verstehe und ich weiß nicht so ganz. Oder sie hätten es ein bisschen besser auch zeigen können. Also das heisst, ich muss das jetzt mit dem da machen. Jetzt funktioniert es. Jetzt funktioniert es. Alles klar. Und wie viel von denen brauche ich jetzt? 5 dunkle Materien. Das heisst, 5 von diesen blauen muss ich erledigen. Das war jetzt einer davon. Dann schauen wir, dass wir jetzt 5 von denen ausschalten. Und uns die Materie zugunsten machen. Ich brauche ein Ziel. So, oder? Dann übernehmen wir das einmal. Das wäre Nummer 2. Dann gehen wir direkt über zur Nummer 3. Ich hoffe, dass die uns da in Ruhe lassen. Komm, mach einfach deine Beschwörung weiter und lass uns einfach da in Ruhe. Ja, der macht. Es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus. Die machen da irgendetwas und sollen auch weiterhin das machen. Für das habe ich keine Quest. Darum interessiert es mich im Großen und Ganzen auch nicht, was die Leute am Treiben sind. So, Nummer 3. Mein Gott, nach einer Ewigkeit habe ich mal verstanden, wie die Quest funktioniert. Halleluja! So, dann haben wir Nummer... Haben wir jetzt 3 haben wir jetzt, oder? 3 Stück haben wir jetzt. Dann ist das jetzt Nummer 4. Ich muss zuerst Nummer 4. Ich glaube 4 sagt man auf Englisch. Ich muss Englisch, das ist immer so eine Sache für sich. Ich brauche ein Oh, er ist noch nicht tot. Jetzt hat er irgendein Schild aufgebaut. Okay. Komm, dann tun wir da direkt einmal die Materie zugunsten nehmen. Und dann würde ich sagen, du wärst unsere Nummer 5. Ah, da einer kommt noch einer. Einer kommt noch einer. Komm, abfahren. Geh, steig wieder runter. Jawohl, das machst du. Super duper. Rola stirbt. habe kein Ziel. Und dann sammeln wir auch die dunkle Materie noch ein. Und dann sollten wir jetzt 5 beieinander haben. Und jetzt müssten wir in dem Fall zu dem komischen, grösseren Teil dort, zu dem... Ich wüsste, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie ich das beschreiben soll oder wie das genau heisst. Zu dieser schwarzen Säule da. Und jetzt müssen wir da den dunklen Boten beschwören. Beschwörungsstein. Ah, das ist einfach ein Beschwörungsstein. Okay. Okay, das hätte ich mir jetzt eigentlich auch merken können. Einfach ein Beschwörungsstein. Aber man hat es ja verstanden. Es ist so ein dunkler Dingsbums da, der in der Gegend rumfliegt. Ein Beschwörungsstein, der in der Gegend rumfliegt. So. Oh, jetzt habe ich eigentlich den looten und direkt mal Beschwörung angefangen. Dann machen wir halt mal zuerst Beschwörung. Ich kann ja immer noch looten. So. Muss ich den besiegen? Ich muss den nicht mal besiegen, sondern den... ja. Hä? Hallo? Oh ja? Hä? Muss ich... Okay, für mich ist die Quest erledigt. Es ist da abgeschlossen. Ich hatte zuerst gemeint, vielleicht müssen wir noch gegen den kämpfen oder irgendetwas, so wie es aussieht. Tut der einfach die ganze Zeit jetzt rumschwirren, dann würde ich sagen, wir machen uns direkt zu Winde-Massengebann. Jetzt hoffe ich, dass ich die einigermaßen schneller verstanden habe. Es ermöglicht das Sammeln von besulterten Essenzen von toten Kultisten. Also wir müssen Sätze von toten Kultisten sammeln. Sind das aber denn Kultisten überhaupt da? Da haben wir einen riesen... Ich schwöre, so ein Mount, auf dem würde ich gerne reiten. Aber leider weiss ich nicht, wie man da ankommt oder wie man das genau bekommt. Für das müsste ich mich ein bisschen mehr erkunden. Die Frage ist jetzt, ob das alles... Das ist ein Apotheker. Alchemist des Kults. Ich versuche jetzt einfach mal mit dem da. Wir befinden uns eigentlich nicht mal richtig in der Zone rein. Wahrscheinlich ist das wirklich mehr da hinten. Aber ich versuche es jetzt trotzdem mal mit dir. Nein. Hä? Hä? Nein, da funktioniert es nicht. Ich versuche mich da mehr in die Zone hineinbegeben. Die da... Nein, das sind alles Apotheker. Was soll ich mit einem Apotheker? Ich brauche einen toten Kultist in Alturat. Was ist ein Kultist? Das ist ein Kultist. Das sind ja Kultisten. Was habe ich denn falsch gemacht? Alchemist des Kults. Ein Kultist. Vielleicht sind auch alles Kultisten, aber Hä? Ermöglicht das Sammeln besudelte Essenzen von... Ah, besudelte Essenz. Ich habe eine bekommen. Wie viel brauche ich? Wie viel brauche ich? Windende Masse. Dann müssen wir schon schnell im Beutel schauen. Kommunizieren besudelte Kosten. Ah, 10 Essenzen brauchen wir. Okay. Und du hast jetzt die nächste für uns. Okay, alles klar. Ich habe es verstanden. Das heisst, wir müssen einfach schauen, dass wir da 10 Essenzen einsammeln. Jawohl.
Das sollte doch gut machbar sein. So, next one. Da hinten haben wir nochmal. Ich weiß aber nicht, ob die verdammten Apotheker auch dazu zählen. Darum lieber gerade mal schnell ausprobieren. Ich brauche ein Ziel. Hey, der furzt da unsere Drachenvolk mit irgendeinem Spein an. Das geht gar nicht. So. Ein Ziel. Haben wir gerade. Ah, okay, die Apotheker auch. Also das heisst, wir können wirklich alles töten, was uns hier im Weg kommt. Wie viel haben wir denn jetzt zusammen? 5 Stück, aber die Hälfte haben wir schon mal. Das heisst, noch 5 Essenzen bräuchten wir. Oder? Das sollten gerade die nächsten 2 sein. Dann sind wir bei 7. Das wäre dann Nummer 8. Nummer 9. Und Nummer 10. So, nochmal 3 Stück. Jetzt haben wir 10 von denen zusammen. Jetzt muss ich die hier zusammen wandeln. Und das ergibt... Wirft wie eine Masse in den Kessel des Kultisten in Altural, die überwählen. Ich habe 3. Okay, ich probiere es einfach mal bei dem da. Okay, was passiert jetzt da? Sie fliegt rein und die Quest ist abgeschlossen. Nice! Okay, dann haben wir es doch noch irgendwie anbekommen. Das heisst, da hinten haben wir jetzt 2 Quests abgeschlossen. Würde ich sagen, machen wir uns auf zum unserem Luftschiff, das gerade da hinten umeinander flügelt. Geben mal kurz die Quest ab und dann können wir uns ja dann ganz langsam mal auf den Weg da runter begeben. Und zwar haben wir ja da, der da ist ja für 5 Spieler gedacht. Das wird wahrscheinlich eher schwieriger. Das heisst, die einzigen Quests, die uns noch wieder bleiben würden, wären die 2 da. Und zwar verhütet Metallbarren und rundenverzierte Sononitplattenrüstung. Sononitplattenrüstung, genau. Dann würden wir mal schauen, ob wir jetzt da noch ein paar mehr Quests bekommen. Ich bin ein bisschen verwirrt in der Eiskron-Zitadelle. Ich habe mir das ein bisschen epischer vorgestellt und ich habe es auch epischer in Erinnerung gehabt. Ich glaube, so, als ich so ganz klein war, also viel jünger, ist das wahrscheinlich einfach beeindrucklicher gewesen, was da so alles in dieser Welt abgeht, weil es halt das erste Mal war. Klar habe ich es jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, also bedeutungsweise jetzt schon lange nicht mehr gespielt, also da durchgequestet. Aber ich glaube, es ist einfach, weil das Neue... Oh nein, ich muss da drauf. Das habe ich gerade abbiegen, weil da Fragezeichen abgedingselt sind. Ich glaube, es ist eher, weil ich halt das neue WoW kenne und dort halt die Geschichte noch viel intensiver gemacht worden ist. Im Großen und Ganzen muss ich trotzdem sagen, Lichtkönig bleibt mein Eis und alles. Ich hoffe, er taucht wieder auf in Shadowlands. Es sieht nämlich ganz danach aus. Und dann würde ich mal hoffen, dass das eigentlich alles gut kommt. Wir sollten das sicher mal anbekommen mit Level 120. Also ich bin da guter Hoffnung. Keine Wanze! Machen wir etwas über, das brauchen wir nicht. So, der Rest ist alles tägliche Quest, interessiert mich nicht. Bedeutungsweise, wir müssen hier jetzt ins untere Teil vom Schiff, glaube ich, es geht um die andere Quest abgeben. Wenn es nicht bei dir ist, ist es beim Dings gewesen, beim Ingenieur. Ingenieur, Sally! Wuhu! Wir sind wieder da! Ich hoffe, du hast noch mal eine Quest für uns. Wenn nicht, machen wir dann die nächsten 2. Neue Tests mit einem neuen Bogen, der uns auch nicht bringt. Dann können wir das eigentlich... Komm, wir verkaufen gerade mal bei dir noch ganz kurz. Und zwar, du hast uns ja nichts gebracht. Der neue Bogen, wo ist der? Wir haben da sogar noch irgendeinen Beutel. Blutkessel auf der Ebene von... Schmilzt eure gezackten Splitter in Malkris Blutkessel. Nein, das ist ein Questgegenstand. Der hat nichts mit uns. Okay, der Rest können wir, glaube ich, alles verhökern. Ja, rein mit dem Zeug, weg mit dem Zeug, wir brauchen das nicht. So, wo ist jetzt aber der neue Bogen an? Der ist auf in die Ecke rein. Er würde uns doch ein bisschen mehr bringen, aber den kritischen Trefferwert würden wir verlieren. Wir haben klar, wir haben jetzt gerade momentan 25%, komm, ich mach dich mal zu, dass wir machen einen Vergleich. Gut, ich will 3% verlieren dafür, 2%, also 2% Unterschied nachher. Das andere ist halt, er ist 1,7% mehr Schaden, dafür mit Tempo weniger kritische. Komm, ich würde sagen, komm, wir gehen den Deal mal ein. Wir gehen jetzt einfach mal ein. Ich behalte aber den Bogen noch bei, wenn ich das Gefühl habe, der Damage schlägt nach. Dann können wir das ja immer noch abwechseln. So, die können wir auch noch weghökern. Das kann man da zu den Sachen tun. Dann haben wir nämlich jetzt auch mal wieder genügend Platz in unserem gemütlichen Inventar. Dann würde ich sagen, machen wir uns direkt mal auf, ab zur nächsten Quest. Weil es aussieht, haben wir da auf dem Board nichts mehr Interessantes für uns. Der Rest sind alles tägliche Quests. Jetzt ist halt die Frage, der Seuchenkessel, da mache ich gerne nochmal einen Aufruf, wenn irgendjemand Zeit hat oder Lust und Zeit hat, mit mir die Quest zu erledigen. Ich wäre Gottes froh darum, dass ich das nicht allein müsste machen. Und sonst machen wir uns jetzt eigentlich mal auf zu diesen 2 Quests und schauen uns die mal von näher an, ob sich dort irgendetwas noch für uns befindet. Wir kommen da immer wieder näher zu der Eiskron-Zitadelle. Es wird interessant, Das Einzige, was ich natürlich auch überlegt habe, ist, ob wir im Großen und Ganzen, jetzt muss ich überlegen, nein, das war nicht das P gewesen.
Ich kann es mir nicht auswendig merken. Das I. Ob wir mal wieder ausnahmsweise wollen, das Dungeon machen. Das Dungeon bringt uns halt so viel Erfahrung, wenn wir das gesehen haben, 70'000 Erfahrung plus alle Monster, die man tötet und so weiter. Meistens haben wir ja auch noch Quests drin und wir haben ja eigentlich noch keinen einzigen Rod of the Lich King gemacht, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Da tun wir uns mal wieder ausnahmsweise an einen Dungeon stellen. Nein, da hinten muss ich nicht, weil das ist der Seuchenkessel. Und wie gesagt, gegen den ist es ziemlich schwierig für mich. Ich habe allgemein ein Problem gegen mehrere Mannöckeli meine Konzentration zu behalten mit meinem Jäger. Also da fällt mir das schon leichter mit einem Nahkämpfer, mit einem Todesritter oder mit einem Paladin. Mit dem Jäger habe ich wirklich noch Mühe, sobald mehrere aufs Mal kommen, mich da richtig zu handeln, sage ich jetzt einmal. So, wie müssen wir das jetzt da ganz gut machen? Wir müssen verhütete Metallbarren. Wo komme ich denn über? Benutze die Taschen mit gezeigten Splittern in der Nähe eines der Hochöfen der unteren Ebene von Makris. Ist das ein Ofen? Könnte das ein Ofen sein? Was könnte so ein Ofen sein, hä? Ja, sieht's aus. Also, gezackter Splitter, das haben wir abgeschlossen. So. Dann müssen wir aber jetzt noch runenbeziehte Salonitplattenrüstung. Der andere da ist auf fleissig am Aufräumen, wie wir hier den Leich unten rechts sehen. Salonitplatten, runenverziert, würden wir von diesen Mannöckli bekommen, aber der ist da wirklich komplett am Abräumen. Bedeutungsweise, es wird wahrscheinlich jetzt gerade momentan ein bisschen schwierig, solche noch zu finden. Wow, ja, wenn ich es von denen würde bekommen, dann würde ich jetzt gerade mal reingehen und schauen, ob ich es schaffe. Aber ich glaube, dann würde ich bösartig auf den Deckel bekommen. Was macht denn der? Der räumt das ganze Feld leer. Lass mich doch auch etwas. Ah, der ist wahrscheinlich schon Level 120, wenn wir das 212'000 Leben. Der ist wahrscheinlich wirklich nur am Rumquesten, der macht die alle One-Hit umeinander. So, von wem bekomme ich die? Ah, von diesen Skelettteilen, hä? Okay. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns gerade mal um einen. Die haben nicht allzu viel Leben, klar, jetzt müsste sich halt noch der rein. Aber dann tun wir dem auch noch eins auf den Deckel hauen, das ist nicht das Problem. So. Und dann haben wir da noch das Skelett. Voilà. Von dem kommen wir auch die wieder Coolknochen über. Dann können wir wieder zu dieser Hexerin gehen. Zum schauen, dass wir dann... Ah, ich habe gerade 2 bekommen. Von dem Fall auch. Okay. Wird mir in dem Fall einfach nicht angezeigt, dass ich es von denen bekomme. Oder, ah nein, ich komme gerade 2 aufs Mal von dem über. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Aber... Da hat es keinen weiteren momentan. Es hat einfach keinen weiteren. Hallo! Hallo! Ich brauche nochmal so ein Skelett. Das müssen wir halt wirklich warten, bis die respawned sind. Oder da, nein, der da oben hat auch. Der da oben hat auch. Also da oben haben wir auch noch ein paar von denen, die wir brauchen und zerstören. Ich greife gerade 2 aufs Mal an. Mischt euch jetzt bitte einfach niemand mehr rein, weil da oben sind ziemlich viele Mannöckli unterwegs. Voilà. Ich glaube, ich habe da noch das ausgeschaltet, jawohl. Ich habe da besser gesehen, was ich anklicke und angreife. So. Und dann haben wir die Quest auch erledigt. Nice! Wie sieht das aus? Wo muss ich die abgeben? Die muss ich dann da hinten abgeben. Jetzt ist halt die Frage, soll ich mich da zur Gelegenheit begeben und mal schauen, was dort so abgeht und nachher da gegen rauf? Komm, machen wir es lieber mal so rum. Das wäre, glaube ich, mal eine gute Option. Und das wäre, wenn ich mich nicht täusche, die Eiskronenzitadelle. Jawohl! Das wäre sie. Irgendwo da oben befindet sich der liebe Lich-König, der Arthas. Aber für das müssen wir eben einen Raid machen. Das wäre jetzt so mit 20 Spielern, 25 Spielern einfach einmal durch. Der Hof der Knochen, die Eiskrone, erkundet Eiskrone. Wir haben alles in der kompletten Eiskrone in dem Fall jetzt erkundet, was dazugehört. Nice. Ein schöner Erfolg für uns. Wir sind ja schon der Entdecker, genau, weil da sieht man, da muss man dann reingehen für den Raid. Und da oben sind dann, glaube ich, die Dungeons, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir sind da wirklich bei der Eiskronenzitadelle zu. Easy, easy. Dann schauen wir uns einmal an. Da hinten ist nämlich den Dalaran. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wo sich der befindet. Ist der am Boden da unten oder ist der da oben? Hä? Er sollte sich irgendwo da befinden. Irgendwo da. Vielleicht in dem Lager da rein. Könnte ganz nah anhauen, hä? In einem Zelt rein versteckt oder so. Nicht so wirklich. Hä? Gegen was kämpfst du? Da hat ja keinen Gegner. Hä? Gegen was kämpfst du? Da hat ja nichts dumm. Ah ja, egal. So. Hä? Wo ist der Questabnehmer? Sprech mit unterhalb der Eiskronenzitadelle. Unterhalb. Da hat es auch einen Eingang. Ah! Lappi macht die Augen auf, alles klar. Die Eiskronenzitadelle.
Wir finden uns unter der Eiskronen-Zitadelle, bedeutungsweise er müsste sich... Da ist er. Sali Unteroffizier, Krieger, wir haben eine Quest für dich. Und zwar, Quest beenden. Und bitte gib mir eine neue, bitte gib mir eine neue. Es leckt gerade ein bisschen um. Neue Handschuhe. Mega. Und die sehen mega nice aus. Mit 3 Rüstung, 2 Beweglichkeit, 3 Aus- und 10 kritischen Trefferwert, dann würden wir das also wieder zurückbekommen von unserem Bogen. Das tönt ja richtig so. Hä? Vorher ist da gar nichts, jetzt sind da plötzlich mega viel. Okay. Unteroffizier Krieger an der Eiskronzitadelle möchte, dass ihr 10 bullige Schrecken tötet. Das wäre in dem Fall die da. Würde ich sagen. Irgendwie habe ich da gerade ein bisschen einen Lag. Es laggt das für ein bisschen. Ich hoffe, das laden mal mit der Zeit noch nach. Jetzt läuft es, glaube ich, wieder. Das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen das Internet am Abspacken. Okay, haben wir doch noch irgendetwas bekommen. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, warum. Aber ich muss ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, jetzt, wo es sowieso schon so anfängt rumzulegen, die Musik ist geil, ich liebe so etwas. Oh, eine richtig epische Musik. An dieser Stelle würde ich sagen, dass es so ein bisschen rumlegt, habe ich das Gefühl, mein Internet könnte jetzt dann bald nicht mehr mitmachen. Und da würde ich sagen, sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, um die WoW mit dem Schweizer Koffer können wir verzeihen, dass jetzt das zweite Käse raufgekommen ist. Aber ich kann einfach wieder richtig Lust auf das Spiel. Jetzt momentan habe ich wirklich wieder richtig Lust zum Zocken und zum Leveln. Und da würde ich sagen, wird sich jetzt auch jeden Tag wieder eine Folge erscheinen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und ciao.